Wer ist das Wort Gottes im Koran? Für Muslime ist das Wort Allahs ewig, das heißt, es ist nicht erschaffen worden. Und das Wort von Allah ist nicht Allah selbst. Es gibt also zwei ewige Wesen. Sunnitische Muslime beschreiben den Koran als das unerschaffene Wort Gottes. Diese sunnitische Doktrin gleicht in mancher Hinsicht der Lehre des Evangeliums, dass Jesus das ungeschaffene Wort Gottes ist. Die muslimische Orthodoxie ist der Ansicht, dass der Koran als Offenbarung, die von Gott ausgeht, das Wort Allahs ist und als solches in keiner Weise als erschaffen definiert werden kann. In der Sure Al-Buruj, Ayat 21 und 22 lesen wir: Nein, vielmehr ist es ein ruhmvoller Koran auf einer wohlbehüteten Tafel. Jesus wird in der Bibel, als auch im Koran, das Wort Gottes genannt, welches nicht geschaffen wurde. O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt gegen Allah nur die Wahrheit aus. Al-Masih, Isa, der Sohn Miriams, ist nur Allahs Gesandter und sein Wort. Als die Engel sagten: O Miriam, Allah verkündet dir ein Wort von ihm, dessen Name Al-Masih, Isa, der Sohn Miriams ist. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Wir sehen, dass Jesus Christus das Wort Allahs ist, dass sein Wort ewig ist und dass er nicht Allah ist. Einerseits behaupten Muslime, dass Gott sein Wort nicht geschaffen hat, und andererseits Jesus, der das Wort ist, sei geschaffen. Es ergibt keinen Sinn, denn über den Koran, der ja Gottes Wort sei, sagen sie auch nicht, dass er geschaffen ist. Keine Abänderung gibt es für die Worte Allahs. Und er hat auch Taurat und Injil als Richtschnur für die Menschheit herabgesandt, damit sie das Gute vom Bösen unterscheiden. Das ist Jesus, Sohn Marias, und das ist ein Wort der Wahrheit, worüber sie streiten. Und da riefen ihm die Engel zu, während er betend in der Zelle stand: Allah verkündet dir, Jahja, ein Wort von Allah zu bestätigen, einen Herrn, einen keuschen und Propheten von den Rechtschaffenen. Lasst uns in die Bibel schauen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Muslime glauben also, Jesus ist das Wort von Allah und der Koran ist das Wort von Allah. Stellen wir uns die Frage:
Wenn Jesus Gott ist, wie kann er dann sterben? Muslime sind gefangen in der Aussage: Zeig mir, wo Jesus sagt, ich bin Gott und bete mich an. Wenn ein Muslim dich also fragen sollte, zeige mir, wo Jesus in der Bibel sagt, ich bin Gott und bete mich an, dann kannst du ihm mit einer Gegenfrage antworten. Erst wenn du mir zuvor die Stelle im Koran zeigst, in der Jesus sagt, bete mich nicht an, ich bin nur ein Prophet. Eine weitere Frage, die du stellen kannst, ist die: Glaubst du, dass Jesus der Sohn Marias ist? Glaubst du, dass Jesus der Messias ist? Dann zeige mir die Stelle, wo Jesus sagt, ich bin der Messias. Wusstest du, dass der Koran 2 Naturen hat? Die ewige Natur, also das ewige Wort Allahs, und die physikalische Natur, zusammengestellt in einem Buch. Auf dem Buch des Koran ist ein Ausgabedatum angegeben. Es gibt das Wort Allahs, aber wenn es in die Welt kommt, nimmt es eine physische Form an. Wenn wir diesen Punkt verstehen, können wir den Tod von Jesus erklären. Es gibt einen amerikanischen Pastor namens T. Jones, der Korane verbrennen wollte. Wir können uns dann fragen, wenn das Wort Allahs ewig ist, wie kann es dann verbrannt werden? Wenn jemand den Koran verbrennt, ist es demnach nur das Papier, also der physische Teil und nicht die ewige Natur. So ist es auch bei Jesus, der das Wort Gottes ist. Das Wort wurde Fleisch, seine physische Natur starb am Kreuz, aber seine ewige Natur bleibt. Jesus Christus ist wieder auferstanden. Wir sehen die Ähnlichkeiten zwischen Jesus, der das ewige Wort ist, und dem Koran als Allahs ungeschaffenes Wort.